Die Damen und die Herren, herzlich willkommen bei meiner Sendung dem EU-Live-Ticker mit Christoph Hansen. No de Wahlen als virende Wahlen. Dat ass dëst Jahr orem Woer, well de 26. Mai 2019 stint Europawahlen un. Wie üblich werden neit Europaparlament gewählt gin, dës Käier war just nach mat 705 Deputéierten am Platz vun den aktuell 751. Dat kënnt dodurch, dat das Kollegien vun der Insel no dem Brexit net mi werden dobei sinn. Für Lützeburg bleibt alles beim Allen, und wir werden noch weiterhin nach immer 6 Deputierten am Europaparlament haben. Auch die Europäische Kommission wird neu zusammengesetzt gehen. Jean-Claude Juncker steht nicht mehr zur Verfügung, für Kommissionspräsident zu gehen. Dafür gibt es einen neuen Spitzenkandidat gesicht. Bei den Sozialisten wird zum Beispiel den Holländer Frans Timmermans einfach so Spitzenkandidat bestimmt, ohne dass es zu einer Aufstimmung kommt. So wie wir gehen, also Mengen an, ziemlich kontraproduktiv, wenn ihr da probieren sollt, die Bürger Europa mehr Not zu bringen. Eine demokratische Aufstimmung, die daher Mengen an die bessere Option gewährt. CSV als Gründungsmember von der Europäischen Volkspartei, der EVP. Bei uns gibt es zwei ganz kompetente Kandidaten, die für die Posten vom Spitzenkandidat auf unserem Kongress zu Helsinki an die Rennen gegangen sind. Das ist einerseits der Manfred Weber aus Deutschland, einerseits ein aktueller Fraktionspräsident. Hier könnt aus dem echter konservative Flügel von der Partei, aber ich kenne ihn vor allem als überzeugten Europäer, den in den fertig bringt, Brücken zu bauen zwischen Ost, West, Nord und Süd. Und so ist er eben noch bekannt für die verschiedenen Ströme an der Partei auf eine Linie zu bringen. Der zweite Kandidat war den Alex Stubb aus Finnland. Hier war unter anderem schon Finanzminister, Außenminister und Premierminister in Finnland. Und ihn hat sich auch für mehr visionär Europa angesagt. Mir hat das ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Rennen war ganz klar de Manfred Weber gemacht, an ihn hat 79,2% von den Delegierten auf seiner Seite gehabt. Der Manfred Weber sein Diskurs war echter auf Sicherheit axiert und damit schenkt hin den Nerv von den Leuten getroffen zu haben. Der Manfred Weber hat aber auch unterstrichen, wie wichtig Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Menschenrechte sind und dass das Wert das Fundament von der Europäischen Union durchstellen. In dem Kontext will er, falls der Kommissionspräsident soll gehen, einen Mechanismus proposieren, den es vereinfachen soll, für eine Prozedur d'infraction gegen Länder, wie zum Beispiel Ungarn, zu lancieren, die als Grundwerte ganz klar mit Face trippeln. So bin ich auch ganz froh, dass wir zu Helsinki eine Resolution angeholt haben, wo klargestellt wird, dass alle Membersorganisationen sich für Freiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus einsetzen müssen. Da muss sich dann noch die Partei von Viktor Orban, die Fidesz, dran halten, auch wenn ich sie lieber schon haut, wie nur aus der Partei geheien. Die Prozedur vom Spitzenkandidat hat war nicht mehr frei. Der Conseil, wo ja als Memberstaaten vertreten sind, gibt am liebsten wie für der Juncker-Kommission 100 Zonen den Kommissionspräsident bestimmen. Das muss verhindert gehen. Für mich ist ganz klar, sollte unsere Parteienfamilie die Europawahlen nächstes Jahr gewinnen, dann soll unser Spitzenkandidat auch Kommissionschef gehen, so wie der 2014 mit Jean-Claude Juncker angefordert wurde. Traurig ist aber, dass die anderen Parteien noch immer ganz undemokratisch ohne Wahl ihre Spitzenkandidaten designieren. Ich könnte mir sogar vorstellen, in Zukunft noch einen Schritt weiter zu gehen. Wir müssen regelrecht primären, so wie in den USA oder nach Frankreich organisieren, wie als Bürger so frei wie möglich mit anzubannen. Die Damen und die Herren, ich soll nicht vielmals merci für die Nullausstören und hoffentlich bis geschwind beim Europa Live-Ticker mit Christoph Hansen.